So trainierst du die Unabhängigkeit der beiden Hände. Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Manuel aus der Musikerstube. Heute widmen wir uns einem Thema, das vor allem für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene oft eine große Herausforderung ist. Diese zwei Themen hängen quasi miteinander zusammen. Wenn du nicht im Flow bist, wirst du immer Rhythmusprobleme haben. Doch wie trainiert man jetzt die Unabhängigkeit? Es gibt zwei Methoden. Das erste wäre mal laut mitzählen. Ich habe mir hier ein tolles Beispiel ausgesucht. Es geht gleich in die Praxis. Wir spielen das Lied Der Bajazzo. Hier haben wir im Dreivierteltakt Achtelnoten. Und das ist oft ein Problem. Die Schüler wissen nicht, was sie spielen sollen oder wie sie Achtelnoten trainieren können, dass sie wirklich sauber gespielt werden. Ich höre oft von meinen Schülern, zum Beispiel jetzt das Problem wäre dieses hier. Sie spielen einfach die Achtelnoten mit. Wie trainiert man das jetzt? Es gibt zwei Techniken. Die erste wäre laut mitzählen und zur zweiten kommen wir dann gleich. Jetzt die erste Übetechnik ist eben das laut mitzählen. Als erster überhaupt mal klar werden, was spiele ich hier auf der rechten Seite überhaupt und was für Notenwerte habe ich in diesem Lied. Ich habe anfangs gleich einmal eine punktierte Viertelnote, 1, 2 und. Dann habe ich die Achtelnoten, 1, 2 und 3 und. Und dann im zweiten Takt die drei Viertelnoten, 1, 2, 3. Noch einmal von vorne. 1, 2 und 3 und 1, 2, 3. Wie trainierst du das jetzt am besten? Du musst dir wirklich wirklich im Klaren sein, was du hier spielst, also die Grifffreie, und dann zählst du vielleicht, wenn du dir leichter tust, einfach nur die Vierteln, also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich persönlich, wenn ich laut mitzähle, zähle die Notenwerte immer so, dass ich auch die Achtelnoten gut spielen kann. Das heißt, ich zähle die und mit. Nur als kleiner Tipp, zähle sie auch mit. 1, 2 und 3 und 1, 2, 3. Jetzt kannst du dann auf die linke Seite gehen, mit der linken Seite spielen, und hier wirst du dir auch im Klaren, dass du eigentlich nur 1, 2, 3 spielst. 1, 2, 3. Aber du zählst jetzt das gleiche wie auf der rechten Seite, also 1, 2 und 3 und 1, 2, 3. 1, 2 und 3 und 1, 2, 3. Das machst du ein paar Mal und dann fügst du das Ganze zusammen. Ich zähle einen Takt vor. 1, 2, 3, 1, 2 und 3 und 1, 2, 3. Wenn du immer noch Probleme hast, zähle einfach einmal vor dich hin. Also 1, 2 und 3 und 1, 2, 3. Du kannst ruhig die und wenn du hier einen Wechsel hast, vielleicht mit der Stimme etwas höher und wieder hinunter. 1,
2 und 3 und 1, 2, 3. Quasi ein akustisches Signal, was du dir in dein Gedächtnis dann besser einprägst und vielleicht dann besser umsetzen kannst. Die zweite Möglichkeit ist einfach, dass du mitstampfst. Beim Stampfen ist aber das Problem, dass du die Achtelnoten nicht mitstampfen wirst. Also du stampfst nur bei den Viertelnoten und bei 1, 2, 3. Das wären jetzt zwei Möglichkeiten, wie du die Unabhängigkeit der beiden Hände trainierst. Du kannst es mit jedem Lied machen, analysiere die Lieder und übe sie wirklich genau. Und als Übung kannst du diese Techniken anwenden.